Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestern haben wir dann die erste Rede zu Lach von der Nation von der neuen Regierung hören. Es waren ein paar neue Annoncen dabei für neue Punkte Logement und Umweltsubventionen. Aber, und das muss ich für dich so ein gefühlt, täuschend von dem, was der Premier gestern auf dieser Platz gesagt hat. Stung schon am Regierungsakkord, heute schon an der Regierungserklärung erzählt, oder am Budget, den wir auch schon halbernen neue Lach diskutiert haben. Beispiel, weiterhin 1% Entwicklungshilfe. Ja, das ist gut. Aber das tut er sowieso schon für die nächsten 5 Jahre versprochen. Und die Hütte am Budget des Jahr als Gesetz gestimmt. Will das also all Jahr immer mit der Nation wiederholen? So no Motto, wenn ich mir oft so, wenn es besser geht, oder hoffen wir wundersame Geldvermehrung. Ich verstehe es nicht, weil ich hatte wirklich Gefühl, bei Metall der Nation soll den sich nicht auf Sachen fokussieren, die ich schon 3-mal gesagt habe, sondern auf neue Mesuren, respektive auf den Zustand, den Etat von unserem Land. Das ist das, was die Leute interessiert, und nicht das repetiert zu kriegen, was sie schon wissen. Wir Piraten wollen dann am Anfang aber bei neue Mesuren angehen, die wir positiv fanden. Wir fanden es gut, dass es in der administrativer Vereinfachung dass du weiter darum geschafft soll gehen. Das Patronage sowohl beim Thema Logement wie auch bei der Armutsbekämpfung. Projekte, die angekündigt gesehen, wie ein nationales Baureglement für 2025, wo nach ganz viel Frohe gehen, haben wir Piraten schon lange gefordert. Dass Bürgerinnen und Bürger nicht mehr den Staat müssen, dem nicht mehr Dokumente schicken, die sowieso schon lange hat. Ja, das ist nicht mehr richtig. Aber da probiert mal heierns do, dem Staat Dokumente zu schicken. Das kann so weit gehen, dass die von der Steuerverwaltung E-Mail kriegt, ob die ihn da probiert zu antworten. Und dann kriegt eine automatisierte Antwort zurück von der Steuerverwaltung, dass die betroffenen Agent keine Recht hat, für eine E-Mail zu kriegen. Sollen sich davon nicht direkt in das Steuerbüro wenden. So viel zum Thema administrative Vereinfachung. Mir vielleicht möchte das Tasche mir einfach, liebe Regierungsmembers, vielleicht möchte das Tasche von den sogenannten Low-Hanging Fruits mir einfach für die sehr können zu blicken, als sehr tangible Resultate für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Wir Piraten haben schon oft gesagt, dass der Staat auf die Kosten von den Leuten Geld spart. Von den Hilfen aufhört, mit Leuten nicht oder nicht genug darüber informiert, und ihnen noch bei der UFRO nicht zur Seite steht. Dass hier seriös soll darum geschafft gehen, das kann ihn nicht mehr begrüßen. Das ist Zeit, auch mehr präventiv Gesundheitsfürsorge zu machen, zum Beispiel bei den Kindern. Das ist gut. Und wir begrüßen es. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, erlaubt mir, muss ich ja auch so bei den Sachen, die gut sind. Und dazu gehört sicherlich auch, dass PV-Anlagen und kleine Wandräder sollen je noch Resultate von einer Etude dann bei an über die Autobahnen kommen. Auch das eine Forderung von den Piraten, die schon mit lange ist, wo eine ganz richtige Question Parlamentären und die letzte Regierung gingen dann immer negativ beantwortet werden. Dafür sind ich froh, dass an dem Dossier auch eine gewisse Bewegung noch viel könnt. Aber bei den nun gekündigten Mesuren sind wir dann auch froh, dass die Regierung die Leute endlich ein Teil von den zu viel bezahlten Steuern durch eine weitere Anpassung von der Steuertabelle zurückgeht. Auch begrüßen wir, dass die Leute an Altersheime als weiter für die Preisexplosionen geschützt sollen gehen. Und das wird man schon für ein paar Jahre, nämlich 2022, bei der Rede zur Lage von der Nation vom Premier Büttel gefordert tun, könnt dann auch zum 1. Januar 2025, nämlich eine Anpassung vom Steuerkredit für alleinerziehend. Das sind eine Reihe von den Mesuren, die wir Piraten werden mitdrohen. Mit gehen natürlich auch Sachen, die wir nicht so gut können heschen. Und da kommen ich ein bisschen auf den Furdem, den sich durch die Deklaration zur Lage von der Nation vom Premier aber durchgezogen hat. Herr Präsident, es zieht sich an den Armen von uns Piraten eine Furdem durch das Ried zur Lage von der Nation. Die Leute gehen informiert über die Pensionsreform. Die Leute gehen informiert
über die Logementsäden. Die Leute gehen informiert über den nationalen Armutsbekämpfungsplan. Wir müssen entscheiden. Das können sie nicht. Das ist etwas nicht. Es gibt zum Beispiel kein Bürgerrat abgestellt, der bei der Pensionsreform, die diese Regierung will machen, soll mitschaffen, an eigene Ideen soll abbringen. Wir machen durch keine Sorge, die Regierung durch die vollste Unterstützung von der früheren Rentengerechtigkeitspartei, die gestern auf der Tele gesagt hat, sie wären absolut dafür, dass wir bei den Renten etwas machen. Also, ich kann nicht sagen, die anderen Oppositionsparteien, denen ist der Kinder aufgefallen. Das hätte man uns nicht erwartet. Und so ging dann hat vielleicht Madame Depré die erste Gastchauffeur Table Ronde, die da organisiert, wo dir ja allein entschied, wen da invitiert. Da waren schaut schon an der Presse lesen, dass ein großes Gewerkschaft der Meinung ist, dass die Jung ja aber nicht mit der Rentendiskussion sollen zu denen haben. Dann kann ich ihm den Kopf rüsseln. Es sind nämlich genau die haben noch mit den Entscheidungen von heute müssen leben. Und auch dafür hoffen ich, und das ist mein Appell an die Regierung, dass sie eben gerade auf den Appell nicht angehen, aber weiterhin die Jungen werden partizipieren lassen. Aber just Table Ronde, Diskussionsabende, wo die Minister dezidiert, was Thema, was Fragen, ja, aber wenn da Witte sind, das geht alles nicht durch. Das ist keine reelle Machtbestimmung an den Debat, als vor 4 Jahren künstlich an Grenzen gesetzt. Das ist ein Machtbestimmungsmärchen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt die Leute nicht mitdezidieren gelassen. Es gibt sie auch nicht mitdezidieren gelassen, wie wir an der Logementskrise sollen vorgehen. Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter, die aber ein großes Unzahl und Arbeiterinnen hier im Land vertreten, waren Anfangs des Jahres zum Beispiel nicht für die Logements invitiert. Sie sind zum Schluss informiert gehen. Wir sollen nicht auf der Matt dezidieren, geschweige denn diskutieren. Es wird geheischt, dass Themen vom Logementstisch nicht ihre Sujet wären. Dabei so der Premier gestern selber, dass das Logementsproblem die größte Sorge von vielen von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist. Direkt am Satz danach geht dann, ob der Arbeiter und Arbeiterinnen am Sektor an. Das ist also auch ihre Sujet. Es geht nicht durch, die Vertreter von den Bürgerinnen und Bürgern hier noch schwätzen zu lassen, was schon alles dezidiert ist. Hat sich die Regierung nämlich bei ihrem 10-Punkte-Plan gefragt, was die Bürgerinnen und Bürger wollen? Oder just, was den Sektor will? Wollen die Leute, dass die Enteignungen durch den Terrantausch sollen mehr einfach gehen? Wollen die Leute, dass abordable Wohnungen sollen mehr klein gebaut gehen? Wie fanden die Leute dass die Regierung heute Promoteuren weiter Kado möchte? Was geben die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel von der Idee vom Mietkauf halten, die wir schon seit Jahren proposieren? Die Mesuren, die die Regierung bis heute proposiert hat, die begrüßen wir an dem Sinn, dass wir froh sind, dass hier sehr etwas proposiert wird. Es sind noch verschiedene gute Mesuren, dabei versteht mich nicht falsch, die wir können mitdrohen, K per K, wenn Texte da bis an die Chambre kommen, haben wir Zeit, uns am Anfang zu analysieren. Und ich hatte doch schon am Anfang gesagt, die Fundungspolitik von der Regierung ist aber nicht ausreichend. Wenn ihr guckt, wie viel Geld wir investieren, aber wie viel haben wir wirklich bei den Leuten kennt. Die meisten von den heute angekündigten Mesuren helfen nicht direkt den Echtkäfer oder der mittelständischen Familie, mit den Multiproprietären, respektive den großen Investisseuren. CSVDP steht nicht für eine Demokratisierung vom Logement, sondern für ein Beibehalten von den Besitzverhältnissen. Herr bleibt Herr, und Max bleibt Max. Wir Piraten sind für eine neue, ja eine andere Logementspolitik. Eine, die dafür sorgt, dass die Leute, die hier am Land sind, erschaffen, auch können hier am Land wohnen. Piraten stehen für eine Logementspolitik, die nicht nur denen hilft, die etwas kaufen wollen, sondern auch denen, die lohnen müssen. Für uns Piraten muss dafür an der Lokation geholfen gehen, für das die Leute nicht weiter konstant an die Luft schießen. Bei all den Mesuren, die die Regierung bis jetzt an Punkte angekündigt hat, geben wir Piraten das Gefühl nicht los, dass hier hauptsächlich etwas für Promoteure gemacht wird. Für die Leute mit hunderten Wohnungen. Weil wir das Gefühl haben und nicht losgehen, aber aber ganz gerne Fakten geben wissen, Herr Präsident, habe ich eine Motion mitgebracht,
die no méi Statistike friet, eng Evaluation vun de Mesuren no engem respektiv no 3 Joer fir so rausfanne wen, die wirklich beneficiieren davon waren, so dat méi benut op Bauchgefühl muss goen, méi dat man können op hart zuelen als berufen. Herr Präsident. Me no Lise vum 10-Punkte-Plan schenkt, wie wann Dirsen Demos beim grosse Bauherr kurzführende Wahlen sech fir de Bauherr Dachdeck bezuelt gemacht hat. Weil den 10-Punkte-Plan, liebe Kolleginnen und Kollegen, den hat kenten op enger Zerweit entstanden sind den Ovent. Op enger Zerweit zu Monnerich am Restaurant, rundremme Pat Wein, wo 10 Punkte vom Bausektor, der neuer Regierung, der zukünftiger Demos, der zukünftiger Regierung, ob der Zerweit an Hausaufgabebischechen diktiert goufen. An die Regierung huet geliefert, sie setzt die 10 Punkte von der Zerweit von dem Ovent haut Ja, der Premier Luc Frieden als nicht der CEO von Lützeburg. Das ist ein Handlanger von denen, die sich die letzten Jahrzehnte ein Gelle nur mit der Logementskrise verdient haben. Und dass dafür ein so betonierter Platz noch ihm benannt gouf, das ist dann aber wirklich noch treffend. Als ob da nicht verklot geht. Von den Promoteurskollegen vom Premier. Ich ziedere schon, der sieht, ich ziedere, Herr Baum. Weil es kann ihn sich vorstellen, wo bleibt der Aktivismus von der Regierung, den sie dabei für den Millionären, den Multiproprietären, den Promoteuren zu helfen, an andere Krisensituationen. Führende Wahlen haben die Leute klar wissen gedacht, dass sie eine Steuerreform wollen. Auch heute dürften sie nur die Wahlen aber nicht mitdezidieren. Sie dürfen hier Meinung sagen, aber im Forum wissen wir noch nicht ganz, aber so wirklich gehört gehen sie nicht. Die Forderung, dass diese Reform sollte so sehr wie möglich kommen, wird noch Hand geschubst. Mein Netto vom Brutto war versprochen, aber beim Auslaufen vom Energiepreisdeckel riskiert die Kaufkraft von den Leuten aber mit klein zu gehen. Trotz der Anpassung von der Steuertabelle. Ja, die Anpassung von der Steuertabelle, das ist ja eine gute Idee. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass eine gute Idee ist, dass wir das machen. Aber ich stehe noch da der Hand. Wir Piraten haben schon im Dezember eine Motion deposiert gehabt, wo man sich einen Automatismus fordern. Nicht ein Automatismus, dass es direkt geschieht, mit einem Automatismus, dass die Regierung obligiert ist, besser wie bei den Renten, für wann gewisse Säulen überschritten gehen, ein Gesetz zu präsentieren, was dann an der Chambre diskutiert wird, aber wo dann natürlich alle Anpassungen Kaffee holen, die müssen sein, mit der allerbesten davon muss ein Gesetz auf den legislativen Weg kommen. Auch die Motion hat keine Majorität gefunden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Klimakrise trifft unseren Planet all Jahres mehr stark. Mit der Regierung relativiert, dass sie geben, darauf schaffen, für eine Richtung von der Klimaneutralität zu gehen. Beim Kampf gegen den Klimawandel hat die vierige Regierung versprochen, sie gibt die Leute mitdezidieren lassen. Propos vom Bürgerrat von dem uns kaufen aber nicht dann überholt von der Regierung, wenn es ihnen an den Kram gepasst wird. Die ganze Arbeit von den Leuten, die sich informiert haben, Pisten abgezeichnet haben, ausgeschafft haben, ja, die gehen am runden Dossier klassiert. Und das war es. Auch so der Premier, dass diese Regierung nicht will es hat, für weiter Bürgerräte anzuführen, respektive diesen legalen Kader zu gehen. Es stehen groß gesellschaftliche Debatten 400 Jahre. Wir haben über Pensionen geschwärzt. Wie wollen wir in Zukunft zusammen leben? Wie wollen wir das Leben finanzieren? Ja, alles das sind grosse Fragen, die auch grosse Debatten bräuchten. Wir haben Platz, grosse Debatten an eine Vision für genau diese Zukunft zu liefern, kriegen wir von der Regierung eine Ablöstung, einen Plan, am Platz von einer Approche, wie wir die Leute alle Guten zusammen mit einem Boot können holen, wie wir alle Guten können zusammen partizipativ darüber diskutieren. Wie dass die Regierung nicht will, die Leute mit dezidieren lassen, beschäftigen wir uns dann heute mit dem, was der Punkto Klimamesuren dezidiert tun. Die Leute kriegen Männer helfen, wenn sie Photovoltaikanlagen bauen. Die Leute kriegen Männer helfen, wenn sie ein Elektroauto kaufen. Und die meisten Leute
kriegen keine Hilfe mehr, wenn sie ein Elektrovelo kaufen. Mehr netto vom Brutto. Nee, das tun das Mann netto vom Brutto. Hat schon bald Propaganda von der Regierung geglebt. Es gesagt in Deutschland am Moment ganz gut, wie ein Konsequenzen es kann haben, wenn in die Leute Subsidien streicht. 30% Männer Elektroautoen zugelassen am Mai 2024 wie am Mai 2023 an Deutschland. Das ist enorm. Da erreicht den Klimazieler nicht. Auch als Verkaufs- und Ummeldungszuellen nach Punkto E-Bikes und E-Auto werden nur diese Annonce raufgehen. Weil die Leute Rosewerte sind auf eine Politik, die sie nicht nachvollziehen können. Weil jeder hier in der Chambre betont immer, wie wichtig der Kampf gegen den Klimawandel ist. So, Belgien, weil es gibt eine Partei, die das nicht gelebt. Aber bon, kann ich nicht immer gewonnen. Belgien beweist, dass der Klimawandel bekämpft muss gehen. Wir encouragieren die Leute, umzustellen. Weg von fossilen Energien hin zu Strom. Aber was machen wir? Wir machen genau den mit euer. Ein Energiepreisdeckel wird zum Teil auslaufen gelassen. Auch das, Männer netto vom Brutto. Wir gehen Männer Eden, was heißt, dass die Leute mehr müssen auf den Tisch legen. Das heißt, Endeffekt Männer netto vom Brutto. Am Matt schwätzen, dürfen die Leute darüber auch nicht. Das ist aber irgendwie komisch. Für eine ganz rich Mesuren als Geld. Zum Beispiel für Körperschaftssteuer aufzusetzen. Du hast Geld, du. Aber wenn es darum geht, den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, für matt den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann ist kein Geld, du. Das demotiviert die Leute, für matt zu helfen, und verunsichert sie beim nächsten Autokauf zusätzlich. Dafür haben wir Piraten eine Motion mitgebracht, für die Prim von den 8.000 Euro zum Deal zu erhalten, Herr Präsident. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird zwar gern gesagt, dass den über Geld nicht schwätzt. Wir meinen, dass das halt mehr wie übrig wird. Weil es geht nicht um den Premier sein Portemonnaie, mehr um den Steuerzahler sein. Wir Piraten wollen aber mal froh, wie wir das mesuren, wie zum Beispiel die Reduzierung von der Körperschaftssteuer all finanzieren. Vorgestellte Finanzrat mitteilen gelos, dass ein Defizit letztes Jahr sowieso schon mal mehr hoch ausgefallen ist, mit diesem Jahr auch noch viel mehr hoch ist, wie ursprünglich geplant. Letztes Jahr hat die vierige Regierung gemeint, wir kriegen 2024 3,8% Wurste. Eine Prävision, wo wir Piraten schon damals sagten, dass das komplett irrealistisch wäre. Dann an den letzten Dokumenten von der Regierung schwätzen wir von 2%. Und auch das haben weder mir nach die Chambre de Commerce, die ja nicht wirklich als wurstensfeindlicher Gestalt ist, für realistisch. Der Internationale Währungsfonds, das ist so ein linksradikale Think Tank, der so aus dem Merk vom Herrn Baumer, vom Herrn Wagner, den absolut wurstenskritisch ist, den aus der Meinung Lützeburg geht, wenn es gut geht, 1,2% Wursten kriegen. Und das klingt irgendwie, wenn ihr so guckt, wie die Leute dabei so schwätzen, wie es den Menage geht, aber realistisch. Aber für was ist die Ausschätzung vom PIB so wichtig? Wir Piraten schon am April beim Budget erklärt. Wenn man einem hohen Wursten vom PIB auch mehr Rezepten rankommen, das ist eine lineare Korrelation. Die Regierung geht also davon aus, wenn sie den PIB hoch schätzt, die Wirtschaftswurstum hoch schätzt, dass sie mehr Geld wert tun, wie sie am Endeffekt tut. Sie meinen also, sie können mehr ausgehen, wie die Experten an ihre Prognosen dazu. Und die Regierung weiß ja, was sie mit dem Geld machen wollen, von dem sie meinen, dass sie es hätten. Ja, aber sie tun es nicht. Das heißt, am Endeffekt geben wir Geld aus, was wir gar nicht tun. Bei den Menagen ist das, dass den über seine Moyen lebt. Mir noch ein Kehr. Die Experten hier im Land so, als dass ein Defizit für das Jahr sich schwer erheißen. Die vom letzten Jahr, den hat sich einfach mal mathematisch verdoppelt. Wir sind noch ein bisschen darüber schwätzen, für was wir heute zu Lützeburg so eine Fluktuation sich an den Zöllen haben. Es sieht doch viel darüber aus, wenn der Finanzrat der Regierung muss sagen, wir geben gar kein Avis zu ihrem
PSC, PNR auf, weil u sich hat als ein Kopiekonform vom Budget geliefert, wo der wirklich geht, neue Zöllen hat bis nachlesen lassen. Ja, wir verstehen, die will kohärent kommunizieren auf Brüssel, aber nichtsdestotrotz sind 2 verschiedene Prozeduren und 2 verschiedene Dokumente. Wir waren also Märchen von dem heiligen Wirtschaftswurstem festhalten. Also, weil eine Regierung von Trickle-Down-Believers sitzt. Eine Regierung, die meint, wenn ich just oben bei den Reichen genug auf den Tisch lädt, dass dafür die Armen innen genug übrig bleibt. Man in den letzten Jahrzehnten ist die Theorie mehr wie Einkeier wieder durchgehen. Wir könnten uns also die Frage stellen, ob ihr nicht einen anderen Aussatz finden, ob ihr nicht vielleicht mit seinen Moyens haushalten. Nicht also ein schönes Wort, weil in Deutschland Haushalt, das ist das Budget. Die Deutschen schwätzen von Haushalten und nicht nur von einem Budget. Und vielleicht müssten wir auch hier ans Dorem lehren, wie wir mit den Zöllen, die wir haben, und nicht mit den Zöllen, die wir uns arbeitigsten umgehen. Es gibt heute den Schein von einer Mesure gemacht, aber wenn wir das ganz nur finanzieren oder wo wir nur Geld holen, das scheint nicht so wichtig. Oder wir hoffen darauf, dass das Wirtschaftssystem das ganz schon wird irgendwie reinspielen. Alles in allem muss ich sagen, dass viel Hoffnung an dem Budget. Das gönnt nicht der Regierung. Und Herr Baum auf der anderen Seite hat gestern gesagt, wir sehen, ihr schon mal Zeit gehen, für das alles umzusetzen. Aber ich hoffe, dass die Zeit noch nicht fortlebt, Herr Baum, und alle Kolleginnen und Kollegen aus den Majoritätsparteien, weil das ist das, was der letzten Regierung anscheinend geschieht ist. Es gibt so lange darauf verwiesen, dass der Koalitionsakkord wird umgesetzt wird, dass noch wie die Wahlen waren, einmal festgestellt wird, dass der Koalitionsakkord nicht umgesetzt wird. Und wir waren alle gut überrascht, dass zum Beispiel die lange angekündigte Steuerreform einfach nicht kommt. Ich wünsche euch wirklich an all eurer Hoffnung, dass die Zeit noch nicht fortlebt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles an allem muss ich sagen, der Fordem, den sich durch das Budget zieht, vom Informieren anstatt vom Partizipieren. Der Fordem vom wir entscheiden von nur einen Ruf und wir hoffen, dass das irgendwie gut könnt, weil wir wissen ja, was gut für euch ist. Obwohl wir da gleichzeitig das mit Schulden für zukünftige Generationen finanzieren, wo die Leute dann auch just informieren, dass wir nicht mitdezidieren dürfen, das leidet mir schwer um. Dafür, Herr Präsident, und das werden auch keine Bande wundern, sind wir Piraten nicht zufrieden mit dem, was der Premier gestern hier vorgestellt hat. Auch wenn eine ganze Reihe von piratischen Forderungen aus den letzten Jahren Anklang bei der neuen Regierung fanden, so wird die Politik über die Cap von den Leuten gemacht. Es wird Politik für die Promoteure gemacht, es wird Geld ausgegeben, was man laut Experten als nicht leisten können, ja nicht tun. Wir Piraten wünschen uns eine Regierungspolitik, wo die Leute mitdezidieren können. Wo sie mitschwätzen, an ihnen nicht nur gelauscht hat, aber sie aktiv angebunden gehen. Wir wünschen uns eine Regierungspolitik, die ja Krisenzeiten etwas für Bürgerinnen und Bürger möchte und nicht allein für die Millionäre. Wir wünschen uns eine Logementspolitik, die auch für Lokatieren, für die sich kaufen, ja, für die Familien da ist. Wir wünschen uns eine Klimapolitik, die nicht nur nach Richtung Klimaneutralität geht, mit der all der aktiv darauf schafft, das zu erreichen. Und Bürgerinnen und Bürger mitschaffen und mitschwätzen lässt. Ja, das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre ein Märchen, das gern vorgehen. Heute sehen wir aber bei der CSV-DP-Regierung noch viel zu wenig. Und das gerade heute, zwischen den Debatten zum Etat de la Nation, Majoritätsparteien, mit ein bisschen Hilfe, eine Erhöhung vom Seuil für Petitionen durchstrecken, als der Beweis, dass es hier nicht darum geht, nur zu lauschen oder mitschwätzen zu lassen, mehr von oben einen Ruf zu dezidieren. Ganz richtig. Wir Piraten werden dann abgehen und weiter appellieren, proposieren und kontrollieren. Das haben wir dann noch heute gemacht und nun sage ich merci für die Nullausstrecken. Ganz gut.